herzlich willkommen, liebe Ladies, zur Ladies Revival Night. Yes, so schön bist du dabei. Wir haben uns mega gefreut und Yes. Wir begrüßen dich herzlich, wenn du jetzt eingeschaltet hast. Wir starten in wenigen Minuten. Ja, neben mir steht die Miri. Mein Name ist Elena und wir dürfen euch heute einfach willkommen heißen zu diesem Abend. So schön bist du dabei. Yes. Hey, ich weiß nicht, ob du die letzten Sonntage hier in der Kirche warst, ob du online dabei warst. Wir sind in der Josef-Serie Träume wie niemals zuvor. Und wir haben ein wunderbares Buch dazu als Kirche herausgebracht. Susanne Genau. und Leo haben das gemeinsam geschrieben. Du kannst es immer noch kaufen auf store.icf.church. Aber viel wichtiger, Miri, nimm uns mit. Was machen wir jetzt heute Abend? Ja, wir haben eine Revival Night, Ladies Revival Night. Die Frauen kommen hier herein und es wird immer voller. Und neben mir steht auch Susan. Komm doch kurz zu uns in die Mitte. In die Mitte? Ja, gerne. Hey Susan, wir haben gerade über das Buch gesprochen. Kannst du es auswendig? Nein, ehrlich gesagt nicht, aber ich liebe es, Kapitel für Kapitel nochmal zu lesen und ich freue mich darüber und das ist nicht selbstverständlich. Weißt du, man sieht ja manchmal dann so, oh nein, das hätte noch gemusst, aber ich habe sehr Freude. Sehr schön. Du kannst über die Fehler oder über das hinwegsehen. Ja. Hast du auch ein Lieblingskapitel? Nein, das habe ich nicht. Das habe ich nicht. Ich glaube, das Lieblingskapitel entsteht, je mehr man sich mit einem Kapitel befasst, oder? Je tiefer man geht, desto lieber wird es einem. Wow, schön gesagt, schön gesagt. Hey, und heute haben wir ja Revival Nights, jetzt ganz speziell. Susanna, was sind deine Erwartungen an heute? Es ist das erste Mal, dass wir Revival Nights im ICF machen. Ja, ich habe schon große Erwartungen, weil ich mir wünsche, dass heute so ein Abend wird, wo man vielleicht in einem Jahr, vielleicht in 10 Jahren zurückdenkt und denkt, 17. Januar 2024, wenn ich damals die Entscheidung nicht getroffen hätte, wäre ich jetzt nicht hier. Also das ist die Erwartung, die ich habe. Wow, So gut. Danke Susan, wir sehen dich später nochmals. Hey, wir gehen jetzt nachher rüber zu Sarah und ich möchte dich einfach einladen. Mach dich bereit, steig voll mit uns ein und hab große Erwartungen. Yes, ich glaube, der Abend wird wirklich gut. Revival Nights, wir wollen wirklich Gott erleben heute und auch erleben, dass wir Durchbrüche haben in unserem Leben, dass wir Wunder erleben, dass wir Gott, ja, dass er uns wirklich begegnet. Darum mach dein Herz auf, mach dich ready. Jetzt starten wir dann wirklich gleich in den Worship mit Sarahs Lieblingssong. Genau. Und sie nimmt uns nochmal mit und ja, in den Abend. Ja. Ladies, have fun. Yes. Tschüss. Yeah, wie gut, dass wir heute Revival Night feiern können zusammen. Ich habe mich so gefreut. So schön bist du hier hingekommen oder hast eingeschaltet für diesen Abend. Wir erwarten, dass Gott kommt und wenn er kommt, dann ist so viel möglich und auf das freue ich mich. Und ich lade dich jetzt ein, steh mit mir auf und komm mit mir in den Lieblingssong. Das ist mein Lieblingssong. Weißt du warum? Weil er drückt so viel Freude aus und es ist eine Freude, dass wir heute Abend zusammen hier sein können und ihn anbeten. Amen! Praise when I'm driving.
I'll never give you up, ever. I'll never give you up, ever. Ever where you are. I'll never give you up, ever. Ich glaube, das eine, das wir heute Abend machen können, ist, dass wir genau das sagen. I never give you up, God. Ich lasse dich nicht los. Ich schaue auf dich. Und wie gut ist es zu wissen, dass Gott hier ist und er schon lange über deinem Leben gesprochen hat. Ich gebe dich nicht auf. Ich sehe dich. Ich bin der Gott, der dich sieht. Ich bin der Gott, der für dich ist. Und wir haben für dich gebetet hier, wenn du vor Ort bist, aber auch für alle Menschen, für alle Frauen online. Und wir glauben, dass heute Abend ein entscheidender Abend für dich sein kann. Darum lass uns zu Beginn dieser Celebration unsere Hände erheben zu diesem Gott und ihm Danke sagen. Danke Gott, bist du für mich. Danke, lässt du mich nicht los. Danke, bist du treu, Gott. Du bist ein guter Gott und ich danke dir, dass du etwas vorbereitet hast für mich heute Abend. Und ich möchte mein Herz öffnen für dich, für deine Gegenwart. You are a faithful God. You love me from the start. You are a faithful God. I'll never give you up. You are a faithful God. You love me from the start. You are a faithful God.
Du bist heilig. Und ich bete dich an, Gott. Es gibt einen Gott, vor dem wir einmal die Knie biegen werden. Und das bist du. Und Jesus, wir schauen nur auf dich heute Abend. Du bist das Zentrum. Du bist das Zentrum von meinen Gedanken. Du bist das Zentrum von meinem Herzen. Du bist die Wahrheit, die heute nochmals neu in mein Leben kommen kann. Jesus, oh Jesus, Jesus, Jesus. Ich öffne mein Herz für dich. Ich öffne meine Augen. Ich öffne meine Augen und kann dich sehen und kann dich hören. Jesus, Jesus.
uns das nochmal gemeinsam singen. There's power in your name. There's power in your name. You've broken every chain. Jesus, Jesus. No grave can stand against the one who's overcome. Jesus, we sing Jesus, 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 It's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, oh, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Ja, wir beten deine Herrlichkeit an. Du bist so gut zu uns. Du bist unser Vater. Wir geben dir alle Ehre. Wir heben deinen Namen hoch. Du bist unser König und ich danke dir, dass du ein ewig treuer Gott bist. Du bist mit uns. Halleluja. Amen. Lass ihm mal die Ehre geben. Er ist unser König. Yes, amen. Ja, mega gerne, nimm doch Platz. Was für eine Freude ist es, wenn wir zusammenkommen und unseren Gott anbeten, oder? Ja, mega schön. So schön, dass du eingeschaltet hast und dass wir einfach zusammen hier sein können. Ich liebe das, ja. Ich habe so eine Ladies-Woche jetzt
Und ich liebe das, weil ich bin ja zu Hause mit 3 Jungs. Also für mich ist es ein Highlight, mit euch Ladies hier sein zu können und einfach unseren Gott zusammen anbeten. Und da kommt für mich einfach Freude auf. Ich finde, das ist so schön. Mega. Ich lade dich ein, wir gehen nachher in eine Zeit der Großzügigkeit. Und ich möchte dir einfach erzählen, wir sind zusammen unterwegs in einer Kirche, wo sich Frauen jede Woche treffen. Und zwar wir haben Small Groups. Und ich weiß nicht, ob du in einer Small Group bist. Ich hatte gestern Abend, eben darum habe ich Ladies Woche, mich getroffen mit Small Group Leiterinnen und wir haben so ausgetauscht, ja, wie ist es denn in deiner Small Group, wie geht es so? Und das finde ich mega schön, dass wir einfach etwa 70 Small Groups haben, die sich unter der Woche treffen. Die einen alle 2 Wochen, einmal im Monat und die anderen jede Woche. Und ich finde genau das macht doch unsere Gemeinschaft aus, dass wir uns gemeinsam ermutigen, den Weg mit Jesus zu gehen. Und ich lade dich jetzt einfach ein, da auch gemeinsam in diesen Topf zu geben, in die Kirche hinein, weil das einfach für uns bist. Also du kannst dein Handy hervornehmen oder etwas Bargeld in die Töpfe legen online, du kannst das einfach einscannen und wir legen da auch zusammen und ich denke, so Small Group ist ja langweilig, wenn du nur alleine bist, oder? Dazu braucht es Gemeinschaft und genau für das braucht es auch Kirche. Vielleicht bist du heute so eingeschaltet oder bist vor Ort und denkst, ja, eben diese Small Group und jetzt ist 2024 und ich ermutige dich wirklich, klicke dich doch ein, geh doch auf jemanden zu, den du mega sympathisch findest, das ist meistens das Einfachste und frag mal, hey, hast du eigentlich eine Small Group? Oder online, du kannst dich auf unser super Tool einklinken, isf.ch Small Groups, da siehst du genau, wo die Small Groups sind und sich treffen und vielleicht ist heute der Tag, wo du sagst, so, und jetzt lasse ich es nicht Februar werden, sondern ich mache einen Schritt und ich melde mich an oder ich treffe mich mit Frauen. Das finde ich einfach, macht unsere Kirche auch aus und unsere Ladies zusammen. Also denk daran, Small Group ist das, was dich unter der Woche begleitet und wir haben dann immer wieder so Highlights wie diese Treffen oder der Sonntag, wo wir zusammenkommen und unseren Jesus anbeten zusammen. Yes! Hey, ich freue mich, Susan hat mega eine spannende Message ready für uns. Es ist ein spannender Tag heute, 17. Januar, kannst du dir schon mal merken. Der wird gut, dieser Abend. Und wir möchten dich einladen, wir haben etwas vorbereitet, auch dieses Jahr vom Ladies-Team. Wir nehmen dich jetzt mit in einen Clip, was dich im 2024 erwartet vom Ladies selber. Schau selbst. Bereite dich vor, denn etwas Außergewöhnliches erwartet dich. Horche auf den kraftvollen Ruf Gottes. Seid heilig, wie ich heilig bin. Du, ein Meisterwerk Gottes, strahlst in seiner Form. Wie durch ein Kaleidoskop siehst du seine Heiligkeit klarer als je zuvor. Juwelen der Offenbarung enthüllen sich. Tauche ein, entdecke die Facetten seiner Liebe. Holy, ein Abenteuer in göttlicher Heiligkeit. Sei mutig, sei heilig. Ihr Lieben, sei mutig, sei heilig. Das ist ein Statement und damit beschäftigen wir Ladies vom ICF uns einfach den Rest des Jahres und deswegen habe ich diesen Clip mitgebracht. Sei mutig und sei heilig. Und die Frage ist, stell dir mal vor, du stehst am Ende von deinem Leben. Was? Vielleicht ein bisschen eine komische Vorstellung. Nichtsdestotrotz, was für eine Geschichte möchtest du am Ende von deinem Leben erzählen? Die Geschichte von, ja, eigentlich wollte ich immer, aber... Oder die Geschichte von, wenn ich damals nicht diese Entscheidung getroffen hätte, wäre ich wohl nie so weit gekommen. Und damit sind wir mitten im Thema von Josef, wo wir uns ja als ICF den ganzen Monat beschäftigen.
Deswegen habe ich auch Leos Kleider ausgeleiht für heute Abend und sie alle mitgebracht. Und ich habe so gedacht, das ist eigentlich so das Kleid, also das ist das Sklavenkleid, wo für mich steht mit dieser Frage, ja, eigentlich wollte ich schon immer, aber irgendwie habe ich es halt nicht geschafft, bin halt nicht so dazugekommen. Das ist das eine Kleid. Oder das andere Kleid, das steht für Reinheit, für heilig. Das erzählt die Geschichte, wenn ich damals nicht diese Entscheidung getroffen hätte, wäre ich wohl nie so weit gekommen. Josef hat dieses Kleid ausgewählt. Und wir wissen genau, dass heilig nicht etwas ist, was man so von außen antrainiert, sondern wenn man die Geschichte von Josef kennt und sich damit befasst, dann merkt man, das ist eine tiefe Herzensüberzeugung. Das ist eine Herzenshaltung. Und vielleicht kommt es dir heute so ein bisschen unmöglich vor. Und deswegen vom 17. Kapitel steht im Josef-Buch und heute ist 17. Januar deswegen das Thema Überwinde dein Unmöglich. Und Josef soll heute eine Inspiration sein für dich, für mich, für uns alle, für die ganze Online-Community, wo wir verstehen, dass wir unser Unmöglich, und vielleicht ist ein Unmöglich, wenn du dieses weiße Kleid siehst, was für Heiligkeit oder für Reinheit steht, vielleicht ist das für dich so ein Unmöglich. Und von Josef wollen wir heute schauen, wie wir dieses Unmöglich überwinden können. Und das Faszinierende ist, unmöglich und möglich hat eigentlich nur genau 2 Buchstaben, die dieses Wort unterscheiden. Ist das nicht krass? Schau mal. Unmöglich. Und wenn ich nur 2 Buchstaben wegnehme, dann heißt es plötzlich möglich. Möglich. Und ich möchte uns einen Vers vorlesen, der steht im 1. Petrus 1, Vers 15 und da heißt es Folgendes: Der heilige Gott hat euch schließlich dazu berufen, ganz zu ihm zu gehören. Nach ihm richtet euer Leben aus. Genau das meint Gott, wenn er sagt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und wie schön, dass wir heute Abend so eine Community sind von Frauen. Etwas hat dich hierher gebracht, weil du dir Erweckung wünschst, vielleicht in einem Bereich, vielleicht für dich selber, vielleicht für deine Familie. Das verbindet uns heute Abend. Wir haben eine Sehnsucht, ob du online zuschaust, in einer Microchurch oder hier vor Ort. Das hat uns zusammengebracht. Revival Nights, weil wir spüren, irgendetwas möchte ich, dass sich verändert. Und da kommt die Einladung von unserem Gott im Himmel, der sagt, ich bin heilig. Und ihr sollt auch heilig sein. Es ist eine Einladung für dich und für mich. Und der erste Punkt, und ich habe ihn aus dem Josef-Buch, heißt, brich aus deinem gewohnten Rahmen aus. Und das Spannende ist ja, wir wissen, dass Josef widerstanden hat der Versuchung von der Frau Potiphar. Also er ist treu gewesen, er ist heilig gewesen. Das heißt nicht automatisch, dass er ein sorgenfreies und ein gesegnetes Leben hat, so wie wir uns das vorstellen. Und genau das ist in meinen Augen eigentlich der Preis von Revival, von Erweckung. Und es beginnt damit, dass wir aus unserem gewohnten Rahmen ausbrechen. Josef ist ja bekannt mit diesem Mantel da. Ich habe versucht, ihm das ein bisschen gleich zu machen mit meinem farbigen Pullover. Und ausgerechnet das Zerwürfnis mit seinen Brüdern und seiner Familie hat ihn aus seiner Komfortzone, aus seinem gewohnten Rahmen rausgeworfen und der Mantel ist ihm weggenommen worden. Ausgerechnet aber dieses Zerwürfnis mit seinen Brüdern hat auch dazu geführt, dass er neue Dinge sich aneignen musste, dass er den Herausforderungen gestellt wurde.
Und das können wir von ihm lernen. Das Jahr ist noch jung. Wir haben noch Chancen für dieses Jahr, aus unserem gewohnten Rahmen auszubrechen. Und ich habe gedacht, man kann entweder warten, bis die Umstände wie bei Josef einen dazu zwingen, dass man aus dem gewohnten Rahmen, aus der Komfortzone rausgeworfen wird, oder wir können selber aktiv werden. Ich habe gelesen, das überrascht dich vielleicht so fest wie mich, ich habe gelesen, dass das Hirn, das menschliche Hirn, am meisten geprägt wird von dem, was man am Anfang des Tages und am Ende des Tages macht. Jetzt kannst du dir mal überlegen, was du als erstes vom Tag machst und was du als letztes vom Tag machst. Und ich glaube, ich liege nicht falsch, wenn die Versuchung sehr groß ist, dass wir Junk in uns hineinlassen, ohne jetzt da ins Detail zu gehen. Und es ist eigentlich recht traurig, wenn man weiß und wenn man verstanden hat, dass das einem als meistes prägt. Weil das Hirn hat doch große Einfluss auf uns. Und deswegen möchte ich heute Abend, gerade dann, wenn es um Revival und um Erweckung geht, um unsere Morgenroutine den Finger draufsetzen. Das mag jetzt vielleicht ein bisschen ungewohnt sein oder auch unangenehm für dich, wollte ich lieber sagen, aber brich aus einem gewohnten Rahmen aus. Was könnte das für dich heißen? Ich habe vor einiger Zeit, also vor längerer Zeit, eine Message gehört und da hat die Person gesagt, weißt du, es gibt so stille Zeit-Mythen. Die Mythen heißen, es muss eine Stunde sein, es muss früh am Morgen sein und es muss jeden Tag sein. Und der Preacher hat gesagt, weißt du, das sind Mythen. Das heißt, man sagt, es soll so sein, aber das stimmt nicht. Du kannst es irgendwann am Tag machen und es muss keine Stunde sein und du musst dir auch nicht den Druck machen, dass es jeden Tag sein muss. Und vielleicht sagst du, ja genau, da bin ich. Das ist unmöglich für mich. Das schaffe ich nicht. Aber heute, an der Revival Night vom 17. Januar 2024 möchte ich echt den Spieß drehen. Ich möchte echt einfach sagen, hey, warum sagen wir nicht eine Stunde, jeden Tag, früh am Morgen? Warum nicht? Warum nicht? Nur zwei Buchstaben trennen uns davon. Es hält. Nur 2 Buchstaben trennen uns davon. Henry Ford hat gesagt, wenn du tust, was du schon immer getan hast, wirst du erleben, was du schon immer erlebt hast. Es gibt Leute, die kennen diesen Quote, ich habe es gesehen, ihr habt genickt. Warum sagen wir nicht einfach, lass uns doch das mal ausprobieren? Vielleicht machst du 7 Tage, vielleicht gehörst du zu diesen Personen, die sagen, ja, das tönt gut, aber ich brauche das entsprechende Umfeld. Genau deswegen, liebe Ladies, sind wir zusammen. Damit vielleicht ist jemand in deinem Freundschaftskreis, die sagt, hey, mir fällt das einfach, ich kann das. Ich kann dich auch motivieren, wenn du eine Person bist, die genau diese Verbindlichkeit braucht. Völlig okay, dann such dir einen Rahmen. Es gibt Leute, die können das einfach so und die können andere mitnehmen und sagen, ich kann den Rahmen schaffen, komm, wir probieren es aus. Ich habe es ausprobiert letzte Woche, Abendmahlgebet. Vielleicht habt ihr das mitgeschaut, viele haben es mitgeschaut, vielleicht warst du mit dabei. Ich habe es ausprobiert. Ich habe gedacht, okay, es kostet mich etwas, aber ich werde 2 Stunden vorher aufstehen und meine Zeit mit Jesus verbringen. 1 Stunde brauchte ich zu mich bereit machen, wie man ja offensichtlich gesehen hat. Was sage ich nicht, aber Leo hat es immer so nett betont. Also, das hat geheißen, dass ich um 4 Uhr morgens aufgestanden bin. 7 Tage lang. Ich habe gedacht, ich probiere es aus. Ich bin vielleicht dir vorausgegangen. Und weißt du, 2 Dinge sind mir aufgefallen, oder vielleicht 3. 2 Dinge sind mir aufgefallen in diesen 7 Tagen. Erstens, ich muss genau wissen, was ich mache in diesen 2 Stunden, sonst stehe auch ich nicht um 4 Uhr morgens auf. Ich hatte einen genauen Plan.
halbe Stunde Worship mit ein bisschen Fitness und Bewegung, damit ich wach wurde. Ich wusste genau, wo ich das mache, weil sonst komme ich schon durcheinander und denke, ach, im Bett ist so bequem und warm. Ich wusste genau, was anziehen, damit ich nicht friere. Ich habe alles bereit gemacht und ich wusste, dass ich Sprüche entsprechend dem Tag, also wenn es der 8. war, habe ich Sprüche 8 gelesen. Das geht ungefähr 10 Minuten. 10 Minuten einfach ganz still, halbe Stunde Worship. Da bist du schon knapp bei einer Stunde und dann noch in einem Buch lesen und dann plötzlich fängt es an zu laufen und dann bete ich, also nicht ich, aber das Ganze. Und dann bete ich noch und die 2 Stunden waren vorbei, weil ich gewusst habe, erstens, was ich in diesen 2 Stunden machen will. Das ist wirklich key, das kann ich euch sagen. Das ist etwas vom Wichtigsten. Und dann, das zweitwichtigste war, ich habe mir überlegt, wenn ich 8 Stunden schlafen will und um 4 Uhr aufstehen, heißt das, ich muss um 8 ins Bett. Wenn ich um 9 ins Bett gehe, gibt das 7 Stunden. Wenn ich um 10 ins Bett gehe, gibt das 6 Stunden. Das kann ich maximal einmal in 7 Tagen. Das sind die 2 Dinge. Und ich lade dich ein, probier das aus. 1 Stunde, jeden Tag, vielleicht für 7 Tage, am Morgen früh. Weil das Manna in der Bibel gab es nur am Morgen früh. Und weil wir gehört haben, dass das Erste, was unser Hirn empfängt und das Letzte, das ist, was unser Hirn prägt. Ich wünsche mir und ich wünsche jeder einzelnen Frau hier drinnen und online, wo du zuschaust, dass wir im 2024 Erweckung erleben in unserer Morgenroutine mit Jesus. Weil wenn wir seine Liebe spüren, wenn das ankommt, wie er uns liebt, wie er sich hingegeben hat, dann fallen uns die Entscheidungen einfacher. Die Entscheidung, die darüber bestimmt, was du am Ende von deinem Leben für eine Geschichte erzählst. Und es spielt keine Rolle, wie du dein Leben anfängst. Entscheidend ist, wie du es ab heute weiterlebst. Brich aus deiner gewohnten Routine aus, wenn du mal etwas anderes erleben möchtest. Und probiere Dinge aus. Probiere so lange, bis du deinen Stil gefunden hast, bis du das Setting so gestaltet hast, dass du weißt, warum du morgens 1 Stunde früher aufstehst als üblich. Und wie gesagt, es sind nur 2 Buchstaben. Nur 2 Buchstaben, wo dein Unmöglich vom Möglich unterscheidet. Das nächste ist, überschlag die Kosten. Josef, der hatte ein Angebot von der Frau Potiphar. Und er hat gesagt, wie könnte ich meinen Gott das antun? So ungefähr in diesen Worten. Er hat offensichtlich so ein Bild und so eine Ehrfurcht vor Gott gehabt, dass es für ihn nicht in Frage kam, mit dieser Frau ins Bett zu gehen in einer verkehrten Reihenfolge. Von der Definition steht, es bedeutet, dass man Gott und seiner Ehre mehr Gewicht und mehr Wert gibt im Leben als allem anderen. Das heißt, er steht im Zentrum und wir planen das Leben rundherum. Das merkt man ja automatisch, das hat mit Kosten zu tun. Und die war Josef bereit zu tragen. Und wenn es um Erweckung geht, liebe ich die Geschichte aus Apostelgeschichte 4, wo die Leute zusammen waren und die Jünger und noch ein paar mehr, viele mehr, und sie wurden verfolgt und sie haben gebetet. Und sie haben gebetet, weil sie wurden verfolgt.
Also das heißt, das war ihr Ding, wie sie aus der Komfortzone rausgeworfen wurden. Sie wurden verfolgt. Und das Spannende ist, sie haben nicht einfach gebetet, dass doch bitte Gott die Verfolgung aufhören möge. Und das hat mich beeindruckt. Und ich möchte es uns vorlesen, was in Apostelgeschichte 4, Vers 29 steht. Ich habe da eine andere Übersetzung, als du eingeblendet siehst, aber es ist ungefähr das Gleiche. Herr, höre jetzt, wie sie uns drohen. Hilf uns, deinen Dienern, deine Botschaft mutig und offen zu verkünden. Das Gebet hat mich beeindruckt. Sie beten nicht einfach, dass die Umstände wieder sanft werden, sondern sie haben die Kosten überschlagen und sie haben gesagt, Gott ist es mehr wert, als dass es mir einfach gut geht, aber ich brauche Mut. Ich brauche Kraft. Ich brauche Entschlossenheit. Und das Spannende ist, was nachher die Folge davon ist, und das ist einer meiner Lieblingsverse. Nachdem sie so gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, wo sie versammelt waren. Der Heilige Geist erfüllte sie alle und sie verkündeten das Wort Gottes mutig und offen. Ich möchte zu meinen Lebzeiten erleben, dass wir so beten, dass die Erde bebt. Weil was damals möglich war, kann heute noch möglich sein. Und das geht mir nicht darum, dass die Erde bebt, sondern es geht mir darum, dass wir so fokussiert sind, dass wir so vielen Dingen in unserem Leben einfach sagen, ja, das ist schön, das ist auch gut und das ist auch nicht schlecht, aber es hindert mich daran, dass Gott im Zentrum von meinem Leben ist und deswegen sage ich Nein dazu und Ja dazu, weil ich möchte eine Geschichte erzählen, wo ich sagen kann, wenn ich damals nicht diese Entscheidung getroffen hätte, wäre ich wohl nie so weit gekommen, wäre ich wohl nie so nahe an das Herz von Jesus gekommen. Und wir brauchen einander, ihr lieben Frauen. Deswegen stecken wir die Köpfe an so einem Abend wie diesen zusammen. Deswegen sind wir in Small Groups. Deswegen kommen wir am Sonntag in die Celebration. Deswegen schaust du online zu. Weil wir brauchen das, dass wir sagen, hey, lass uns dafür gehen. Wenn wir da rausgehen, pfeift wieder ein anderer Wind. Der Josef-Mantel hat ja kann ja einige Bedeutungen haben. Es kann ja heißen, es kann die Bedeutung haben von, dass der Josef stolz war. Für mich hat der farbige Mantel, ist für mich ein Bild für meine Liebesbeziehung mit Jesus. Du kennst das Lied vielleicht von diesem farbigen Mantel und ich möchte dir ein paar Zeilen aus diesem Lied auf Deutsch vorlesen. Der Diepel hat das für mich gemacht, also nagle mich nicht fest, wenn es nicht so schön künstlerisch, dichterisch ist. Es geht mir um den Inhalt, weil es beschreibt meine Liebesbeziehung zu Jesus und genau mit diesem Lied gehe ich so oft durch den Tag und es ermutigt mich, weil ich weiß, es gibt vieles, was ich in dieser Welt tun könnte. Aber nur eines, was mir wirklich wichtig ist. Ich bin in einen vielfarbigen Mantel gekleidet. Ich bin eingewickelt in das Licht. Ich bin in den Armen eines liebenden Vaters gehalten. Ich lag in einer Grube, aber jetzt wandle ich im Palast. Denn einst war ich ein Bettler. Jetzt lebe ich im Haus des Königs. Denn rot war das Blut, das mich rettete. Weiß war das Licht, das mich aus der Dunkelheit holte. Gold war die Krone, die du auf mein Haupt gesetzt hast, die mir zeigte, wer du bist. Mit Barmherzigkeit und Gnade wurde ich umarmt wie kein anderer. Ich gab dir mein Herz und du gabst mir einen vielfarbigen Mantel.
I am clothed in a coat of many colors. I am wrapped in the light, and I am held in the arms of a loving Father. Was lying in a pit, but I'm walking the palace now. 'Cause once I was a beggar, now I live in the King's house. Because red was the lamp that saved me, white was the light that pulled me from the dark, gold was the crown you placed upon my head to show me who you are. With mercy and grace I've been embraced like no other. I gave you my heart, you gave me a coat of many colors. Sometimes your worst enemies turn out to be your brothers. I know you understand, 'cause I've got dreams that can see to give me trouble. Staying in a pit, but I'm walking the palace now. 'Cause once I was a baby, now I live in the King's house. Because red was the blood that saved me, light was the light that pulled me from the dark, gold was the crown you placed upon my head to show me who you are. With mercy and grace I've been embraced like no other. I gave you my heart, you gave me your coat of many colors. Many colors. I wear my coat everywhere I go. I wear my coat, I want the world to know. I wear my coat everywhere I go. I wear my coat, I want the world to know. I wear my coat everywhere I go. I wear my coat, I want the world to know. I wear my coat everywhere I go. I wear my coat. Red was the blood that saved me, white was the light that pulled me from the dark, gold was the crown you placed upon my head and showed me who you are. With mercy and grace I've been embraced like no other. I gave you my heart, you gave me your coat of many colors. Many colors. Many colors. Ein Mantel mit vielen Farben für dich und für mich bereit. Wir haben noch ein Stück vom Abend vor uns und ich möchte gerne mit euch in so eine Zeit reingehen, wo wir beten und wo es auch ein bisschen interaktiv wird. Ich habe 3 Fragen mitgebracht oder 3 Punkte, die wir heute durchbeten möchten. Entwickle den Wunsch, Jesus besser kennenzulernen, ist der erste. Und was ich machen möchte, ist einfach, du kannst da, wo du bist, kannst du die Augen schließen und mir ist während der Worship-Zeit diese Situation in den Sinn gekommen, wo ich mir mal die Frage gestellt habe, wenn Jesus jetzt in den Raum kommen würde, würde er sich zu mir stellen und würde er von mir sagen, dass er mein
Freund ist. Du weißt, wie ich meine, wenn du jemanden kennst und er kennt dich und sagt, ey, hallo Susan, hallo wie auch immer du heißt, und es würde keinen Zweifel bestehen, dass er sich zu mir stellt. Und diese Situation ist mir wieder in den Sinn gekommen und ich lade dich einfach ein, deine Vorstellungskraft zu aktivieren mit der Hilfe des Heiligen Geistes, dass du jetzt den Raum leer siehst hier drinnen. Und ich sehe, wie Jesus zur Türe reinkommt. Und er läuft direkt auf dich zu. Er läuft direkt auf dich zu. Jesus, und ich bitte dich heute Abend für meine Freundinnen, alle hier vor Ort und online, für ein Jesus-Erlebnis. Und dafür gehe ich auf die Knie, zum dich fragen, bitte Jesus, schenk du uns ein Jesus-Erlebnis heute Abend. Hauche in mein Herz. Zünde das Feuer der ersten Liebe an. Und du kannst antworten, Jesus, ich gebe dir mein Herz. Genau damit, dass du sagst, Jesus, ich gebe dir mein Herz, entwickelst du den Wunsch weiter, dass du Jesus besser kennenlernst. Ich gebe dir mein Herz und du gibst mir diesen Mantel, die unverdiente Liebe, die unverdiente Gnade. Und er hat heute Augen genau für dich. Kannst du nochmals ein Stück von diesem Song singen? I am clothed in a coat of many colors. I am wrapped in the light. I am held in the arms of a love unfolding. Was lying in a pit, but I'm not in the palace now. 'Cause once I was a beggar, now I live in the king's house. Because where was the blood that saved me? Why was the light that pulled me from the dark? Gold was the crown you placed upon my head to show me who you were. With mercy and grace, I've been embraced like no other. I gave you my heart, you gave me your coat of many colors. Vielleicht hast du seine Liebe gespürt heute Abend, vielleicht auch nicht, vielleicht hast du ihn noch nicht getroffen. Das spielt überhaupt keine Rolle. Du kannst bei dieser Frage dranbleiben und stell dir vor, du würdest dir 7 Tage lang am Morgen als erstes, du kannst die Fragen nochmal einblenden, am Morgen als erstes die Frage stellen, Jesus, wie kann ich dich besser kennenlernen? Ich bin so überzeugt, nach 7 Tagen wirst du nicht mehr die gleiche Person sein wie am Anfang von diesen 7 Tagen.
Wir möchten jetzt auch die Gelegenheit nutzen, wo wir schon zusammen sind als Frauen, dass wir auch miteinander ein bisschen austauschen über die zweite Frage. Bitte um eine revolutionäre Veränderung in deinem Leben, sollte das heißen. In deinem Leben, sorry, war mein Fehler. Und wenn du jetzt hörst, 1 Stunde früh am Morgen jeden Tag, tausch doch miteinander aus, was das bei dir auslöst. Was triggert es? Wo merkst du, dass du sagst, ja nein, also das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich habe eine Frau gehört, die hat mir gesagt, nein, tut mir leid, also ich stehe nicht um 5:30 Uhr auf, für dass ich 1 Stunde früher aufstehe als normal. Das mache ich nicht, um Zeit mit Jesus verbringen. Hat sie mir wortwörtlich so gesagt. Ich meine, das ist legitim. Was der Punkt war, ein paar Monate später hat sich die familiäre Situation so verändert, dass ihre Tochter um 6 Uhr aus dem Haus musste sie jetzt automatisch um 5:30 oder noch früher aufstehen. Das heißt, Dinge, die unmöglich wirken, die dich heute triggern, könnte ein Indiz sein, dass da drin eine Kraft von Gott liegt. Also tauscht euch aus, Saallicht geht ein bisschen auf, ihr könnt euch online in den Microchurches, schreibt in den Chat, tauscht euch aus darüber im Chat, was euch genau triggert an diesen 3 Dingen, weil damit kommen wir vielleicht der Sache auf den Spur. Ich lasse euch ein bisschen Zeit, darüber auszutauschen.
Ihr lieben Frauen, es ist schön, euch zu hören, wie ihr so eifrig miteinander austauscht. Und ich möchte dir, bevor wir zum dritten Punkt gehen, noch etwas Persönliches erzählen, was ich letzte Woche erlebt habe in diesen 2 Stunden. Und zwar, es war am Freitagmorgen, war ich ja schon ein bisschen müder als vielleicht jetzt am Montagmorgen. Aber ich war am Freitagmorgen und wir waren nicht zu Hause. Wir waren mit unserem Collaboration Board in einer Retrette und ich wusste, wo der Raum ist. Unten im Keller, da war es ein Spielraum und da bin ich jeden Morgen 2 Stunden dort im Spielraum, ohne Fenster, ohne Aussicht, ohne etwas war ich da drin. Und am Freitagmorgen irgendwie hat es sich halt so ergeben, nach der Worship und nach meinen Fitnessübungen. Auf einmal ist mir so die Message von heute durch den Kopf gegangen und ich habe gesagt, Jesus, jetzt hat der Leo immer über diesen farbigen Mantel gesprochen und das hat jetzt so ein bisschen einen negativen Touch und jetzt hier am Mittwoch singen wir diesen Song und das ist eigentlich etwas Positives. Jetzt weiß ich gerade gar nicht, wie ich das Ganze zusammenbringen soll und dann sagt er mir einfach so, ja, es ist ein Sinnbild für deine Liebesbeziehung zu mir und wir waren in der Message drin und das war total ungeplant und als er mir das so gesagt hat, war wirklich ein Knopf gelöst, weil manchmal ist es nicht immer so einfach, wie passt jetzt was genau zusammen mit diesen Einzelteilen. Und was ich damit sagen will, es hat mich unendlich zu Tränen gerührt, weil ich gemerkt habe, Jesus, in diesen 2 Stunden, da interessierst du dich, was mich beschäftigt. Da interessierst du dich, was vielleicht mir Sorgen bereitet. Ist es wirklich möglich, dass ich diese 2 Stunden nicht einfach nur oder so religiöse Pflicht, sondern du interessierst dich für mich, was mich beschäftigt? Das hat mich zu Tränen gerührt. Und das wünsche ich wirklich jeder einzelnen Person. Das ist nicht jeden Tag so. Manchmal musst du durchhalten. Manchmal musst du bis zum 4., bis zum 5. Tag warten, bis du angekommen bist. Aber das spielt keine Rolle. Wir haben ein Leben lang Zeit zum Ausprobieren. Und vielleicht sind die Dinge jetzt aufgefallen während dem Austausch, wo du merkst, stimmt. Da müsste ich jetzt heute am 17. Januar 2024 eine ganz konkrete Entscheidung treffen, damit mein Leben dahin kommt, wo ich eigentlich möchte. Dann lass es nicht anbrennen. Wir haben das Kreuz hier, wir haben das Gebetsteam hier. Du kannst Gebet in Anspruch nehmen. Wir gehen nochmal in einen zweiten Teil in der Worship, wo du dein Herz so richtig öffnen kannst, wo es weich werden soll und weich werden darf, weil wir möchten uns zusammen ermutigen, diese Entscheidung zu treffen, wie wir die Geschichte schreiben am Ende von unserem Leben. Und ich bin überzeugt, so viele von überall, wo du zuschaust und hier drinnen sagen, stimmt, ich möchte die Geschichte schreiben. Wenn ich damals nicht die Entscheidung getroffen hätte, wäre ich wohl nie so weit in meiner Beziehung zu Jesus und in meinem Leben gekommen. Amen. Amen. Dafür stehen wir auf. Dafür beten wir Gott an. Dafür gehen wir ans Kreuz und legen ab, was abgelegt werden muss.
is my surrender. Here is where I lay it down. Every lie and every doubt. This is my surrender. This never make room for you to do whatever you want, whatever you want, whatever you want, whatever you. I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Never make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Streck dein Herz aus zu Shake up the ground from all my tradition. Break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. Shake up the ground from all my tradition. Break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. Shake up the ground of all my tradition. Break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. Shake up the ground of all my tradition. Break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. Shake up the ground of all my tradition. Break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. Shake up the ground of all my tradition. Break down the walls of all my religion. Your way is to do whatever you want to do whatever you want to, and I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Oh Jesus, oh Jesus, oh we only want you, Jesus. Oh wir warten nur mit dir, Jesus. Oh mein Herz gehört dir. Wenn du merkst,
dass du noch ein Gebet brauchst, dann haben wir heute hier am Kreuz Frauen für dich, die so gerne für dich beten. Vielleicht gibt es etwas, das du noch bewusst aussprechen möchtest und bei Jesus lassen möchtest. Dann nützt diesen Abend, nützt diese Chance, dass das, wie das Susan gesagt hat, in deinem Herzen, in deinem Geist eingeprägt sein darf. 17. Januar 2024, da habe ich das Jesus gegeben und ich habe etwas Neues empfangen. Du kannst dich auch zu der Frau links von dir umdrehen und mit ihr gemeinsam beten. Oder zu Hause kannst du auch ein Gebet in den Chat hineinschreiben. Aber lass uns diesen Abend nutzen und diese Gegenwart Gottes, was er spricht, in unser Herz hineinlassen und uns selber die Chance geben, dass es ein Tag, ein Abend werden darf, der unser Leben verändert.
Vater. Wir sind bereit für das, was du bereit hast für uns. Und ich danke dir, dass wir einfach deine Hand nehmen dürfen. Du bist der gute Vater, du leitest und führst uns und du bist mit uns. Und das ist einfach gut zu wissen, lieber Vater. Ich danke dir, dass Dinge in diesem Jahr möglich sein können, weil du mit uns bist. Vielen Dank für das. Wir beten dich an. Amen. Ja, nimm doch das Bild mit nach Hause. Das ist die Barmherzigkeit und die Gnade Gottes. Amen, was Amen. für ein Abend. Es ist so berührend, in dieser Worship-Zeit zu stehen und einfach diese Frauen zu sehen, wie sie Gott anbeten. So, so schön. Ich hoffe, du konntest etwas mitnehmen. Genau wie die Susanna gesagt hat, wirklich, dass dieser 17. Januar ein Datum sein darf, wo wir uns daran erinnern, auch noch in einem Jahr. Ja, genau, es war so ermutigend und ich hoffe, du konntest auch etwas mitnehmen und wenn du noch etwas Zeit brauchst, dann hast du ja jetzt noch die ganze Abendzeit, die ganze Nacht. Du kannst morgen auch sehr früh aufstehen. Susanna ist da ein Riesenvorbild für uns alle. 4 Uhr, sie hat die Latte sehr hoch gestellt. Ich weiß nicht, ob ich das packen würde, aber es war einfach sehr ermutigend und wir wünschen uns einfach, dass du das mitnimmst, dass es nicht einfach ein Abend ist, der an dir vorbeizieht und morgen geht es weiter, sondern überlege dir, was es in deinem Leben persönlich heißt, Revival zu erleben, weil wir machen die Revival Nights nicht einfach so, sondern wir wünschen uns, dass es uns verändert, dass es dich verändert und wir haben für dich gebetet, dass ab jetzt etwas einfach in deinem Herzen passiert und wir wünschen dir einfach einen wunderschönen Abend. Ich hoffe, du kannst dir das einräumen, morgen früh aufzustehen und wir würden uns freuen, dich einfach irgendwo wieder zu treffen. Wir wünschen dir einen ganz schönen Abend. Tschüss. Knappe Schuhe gewesen, hä? Ja, voll. Aber klar.